Jardin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ziel vom Projet de Loi ist die Loi modifiée vom 26. März 1992 über die Ausübung und Revalorisation von verschiedenen Gesundheitsberufen zu ergänzen, an dem ein neuer Beruf, nämlich der vom Conseiller Genetik, angefordert wird. Dieser neue Beruf reagiert auf Besoin von der hoch spezialisierten menschlichen Genetik, wo die Nachfrage für eine strukturierte und zeitliche Beratung von Patienten und Familien immer mehr groß wird. Der Conseiller en Genetik schafft für die Diagnosephase. An einem individuellen Austausch mit den Patienten und ihren Familien evaluiert das Risiko, eine genetische Krankheit zu drohen oder weiterzugehen. Er präpariert dummer das Derbecht vom Médecin-Spezialist en Medizin Genetik. Diese zwei Berufe sind komplementär, aber ihre Missionen sind ganz klar getrennt. Der Médecin-Spezialist en Medizin Genetik kümmert sich um die Diagnose und den medizinischen Suivi, während der Conseiller en Genetik den Beratungsprozess assuriert. Der Projet de Loi ergänzt über das Gesetz ein neues Annex, die Zugangsbedingungen, Kompetenzen, Modalitäten für den Exercice am Tag professionell vom Conseiller en Genetik definiert. So darf der Conseiller en Genetik dann am nächsten machen, über individuelle Risiken und Testmöglichkeiten informieren und den Patienten während dem ganzen Prozess begleiten. Hin handelt unter der Verantwortung vom Médecin-Spezialist en Medizin Genetik und das am Kader von einer pluridisziplinären Equipe. Den Accès zur Profession als ein Masterstudium von 300 CTS gebunden. Es ist vorgesehen, dass der Beruf hauptsächlich am Laboratoire National de Santé ausgeübt wird, wo der National Center of Genetics aktuell mit Mangel auf Fachpersonal an hohe Wertezeiten konfrontiert ist. Die Aufführung vom Conseiller en Genetik soll diese Situation verbessern und die Betreuung der Patienten strukturieren und optimisieren. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetzesprojekt auf den 30. Juli 2025 von der Gesundheitsministerin an der Chambre deposiert. Den Avis vom Staatsrat datiert auf den 21. Oktober 2025. Der Staatsrat hat keine Opposition formell erhoben, aber eine Bemerkung zur Annex 22 gemacht. Den Artikel über das Protokoll d'Organisation muss präzisiert gehen, für das der Conseiller en Genetik unter der Verantwortung vom Médecin-Spezialist en Medizin Genetik schafft. Da wir vom Collège médical und dem Conseil supérieur de certaines professions de santé stammen respektiv vom 27. August und dem 11. September 2025. Der Collège médical stellt fest, dass Genetik eine immer mehr große Rolle an der medizinischen Praxis spielt. Er weist darauf hin, dass die Aktivitäten vom Genetikspezialist nicht nur am Laboratoire National de Santé, aber auch an den Spitälern und Kabineten exerziert gehen. Und das aus Kohärenzgründen den Conseiller en Genetik auch auf diesen 3 Plätzen angestellt gehen. Hier rekommandiert auch eine Anpassung von der Nomenklatur médicale, falls Einzelakten an Kompetenz vom Conseiller en Genetik verfallen. Den Conseil supérieur de certaines professions de santé rekommandiert die Rolle vom LNS am Bereich von der Genetik zu präzisieren, weil das Einfluss auf mögliche zukünftige Reformen tun. Hier fordert auch eine klare Delimitation von den Attributionen vom Conseiller en Genetik. An der Sitzung vom 10. November 2025 hat die Kommission mich als Rapportrice designiert. Der Projet de Loi gouf an der Sitzung präsentiert, ihr die Kommission den schriftlichen Rapport angeholt hat. Dummer da wir ich fertig mit meinem mündlichen Rapport zu diesem Gesetzesprojekt und ich gehe als mandatierte Sprecher von meiner Fraktion weiterführen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen alle, dass das Gesundheitswesen von den wichtigsten Pilieren unserer Gesellschaft ist. Es ist der Sektor, auf den die Leute sich an ihre schwierigsten Momente verlassen. Der Sektor,
an dem Qualität, Kompetenz und Zuversicht von den Professionellen den Unterschied kann machen. Und dafür bleibt es für uns als Gesetzgeber eine zentrale Aufgabe, nicht nur Strukturen und Realitäten von der modernen Medizin anzupassen, aber auch die Berufe am Gesundheitssektor zu stärken und zu valorisieren. Als CSV haben wir immer nicht betont, dass Menschen, die in diesem Sektor arbeiten, die erste und wichtigste Ressource sind. Sie drohen die Kette vom Patientenparcours, von der ersten Orientierung bis bei die höchst spezialisierte Betreuung. Das Projet de loi, das wir heute behandeln, passt genau an diese Logik heran. Mit der Aufhörung vom Conseiller en Genetik schaffen wir einen neuen, klar definierten Beruf an einem Bereich, den schon in den letzten Jahren entwickelt wird und heute eine zentrale Rolle an der multidisziplinären Betreuung spielt. Es geht hierbei um mehr wie eine Legislativergänzung. Es geht um eine Anpassung von unserer Gesundheitsversorgung mit den Realitäten von der personalisierten Medizin. Es geht um bessere Prävention und um eine Patientenorientation, die mehr präzise und mehr menschlich ist. Das ist die Sorte Medizin, die wir hier am Land machen wollen. Der Conseiller en Genetik ist ein Beruf, den der Mensch an die Mitte stellt. Seine Frauen, seine Sorgen, seine familiäre Situation. Für so eine Rolle erfordert es eine hochqualitativ, professionell und auch empathische Formation. Genau für das sorgt dieses Projet de loi. Eine klar definierte Ausbildung, präzise Kompetenzbereiche und eine verantwortungsvolle Integration an eine multidisziplinäre Equipe. Es ist nicht nur eine technische Regulation, es ist eine Berufsanerkennung, eine Revalorisation von einer Funktion. Als Partei haben wir immer gesagt, dass die Valorisation von den Berufen am Gesundheitssektor eine politische Priorität bleiben muss. Wir schwätzen hier nicht nur von Doktoren und Infirmieren, auch weil sie natürlich die Basis vom System sind, aber auch von all den anderen Profilen, die die Struktur von unserer Gesundheitsversorgung zusammenhalten. Mit dieser Aufhörung vom Conseiller en Genetik machen wir klar, jeder, der zur Qualität vom Gesundheitssystem beiträgt, verdient auch die gesetzliche Anerkennung, den Status und die Visibilität, die sein Erbe reflektieren. Ich rekommandiere dafür meiner Fraktion, dieses Gesetzesprojekt zu unterstützen und ich sage merci für das Zuhören.